Hallo? Hallo? Ah, falsches Glas. Stopp! Wieso sagen ich kein Chat? Was ist das? Ich seh kein Chat. Kennst du das? Hurra! Der Chat wartet auf neue Nachrichten. Ich kann keine sehen! Ich kann keine sehen! Oh Gott, Entschuldigung. Weil ich einmal gefragt worden bin, ob ich Rituale vor dem Stream hab. Ja, muss ich auf Anschlag. 5 Minuten Headbangen. Oder zumindest Laune aufdrehen. Und dann eigentlich ausschalten, weil sonst Stream wird sowieso schon wieder demonetarisiert, weil wir haben mal 4 Sekunden Musik hört. Und haben wir da. Was ist mit meinem Ton? Was ist mit meinem Ton? Was ist denn? Haltet! Evans! Oh, das ist nice! Herr Scholler! Herr Scholler! Mahlzeit! Vergelt's gefällt! Sick, Leute! Das ist nein, falls es euch auffällt oder so. Ich hoffe, euch gefällt's. Haltet! Evans! Jetzt aber! Der Bürger! Aber Micker! 20 Uhr! 20! Mit der wir heute was nice! Zuckerl. Nachfolger von Until Dawn. Falls es die Mona da noch was sagt. Horrorspielchen. Zuckerl, Leute. Zuckerl. Glaube ich hab's auch nicht gespielt. Ich hab mir ganz furchtbar wenig Reviews angeschaut oder so. Man of Medan. Brudi. Ich küsse dein Auge, Brudi. So. Was? Ist das geil, der Schnacksalottel? Ja, der Schnacksalottel, Hat Christi Bürger Österreich endlich verpasst, ich einmal nicht. Haha, erstmal ist Wednesday, my dudes. It's Wednesday, my dudes. Was haben wir da sonst noch? Ja, die Katzenbrocken haben wir natürlich. Ja, Jodel, vergesst, ich will den Zickel. Haut dritt, was übrigens auch neu ist. Die Donation-Nachrichten werden nicht mehr vorgelesen, erst ab einem bestimmten Betrag. Den sage ich jetzt nicht, weil sonst fangen die Leute wieder an zum Eskalieren, weil es nervt. Ich sag's euch, wie es ist, weil es einfach nicht. Es war am Montag einfach 2 und es hat so gut da während spät die Donations auszuschalten, dass das Spiel so richtig schön funktioniert hat. Ja, das haben wir noch nie gehabt. Noch nie. Mehr wie Kaffee! Das Neue muss ich eigentlich ausprobieren. Ja, hat sich schon rentiert. Aber was ist denn jetzt wieder? Was ist denn jetzt wieder, ich sehe? Auf geht's, habe der Ehre. Okay, damit haben wir einen Betrag auch rausgefunden. Ziehen gebe ich mir jetzt für den 10er. Leute, Dankeschön, ist gut. Chill, halt nicht so viel. Ich bin ein Rasensprenger. Franziska, du passt nicht einmal in den Kasten rein. Ich habe den Kasten kurz gemacht. Ist wurscht, das passt trotzdem. Wieder 5 Leute gleichzeitig, kann ich lesen. Jetzt auf. Was ist mit dem Ton? Sagst du mir, was mit dem Ton ist? Wie ist der Donation Sound? Ist das okay? Und dann ist mein Sound okay. Ich hab da jetzt einen Kompressor nämlich drin. Ich weiß nicht, was der Kompressor bringt. Das wäre aber scheißegal. Das wird schon passen. Ich meine, der regelt das ein wenig, wenn ich so ganz leise bin. Aber der regelt das auch, wenn ich voll ganz einblähe. Was ab und zu bei mir im Stream vorkommt. So 2-3 Mal in 2 Stunden kann schon mal passieren. Ich bin ein Rasensprenger. Bitte, vergesst gut. Der Birger. Mau, merci. Mau. Passt alles mit dem Sound, das wollte ich hören, wunderbar. Jetzt kommt auch noch der Spiele-Sound, müsste eigentlich, den da habe ich nichts geändert, der ist wie immer. Da werde ich den Hall, wo haben wir letztes Mal schon geredet, da werde ich den Hall nicht rauskriegen. Der wird da forever drin bleiben und dann hilft es sowieso nicht. Ich bin ein Rasensprenger. Schriftart ist vielleicht noch ein bisschen dumm gewählt. Delos, vergesst für den neuen Konsument. Kauft den. Nein, was, du gibst mir Geld dafür, dass du Werbung für mein Merch machst. Ich bin ein Rasensprenger. Tiere, Tobex, vergeht's gerade. Der Maxel sagt, das hört sich komisch an. Warum hört es sich komisch an? Ich hab sonst ist eigentlich der Girsi TV. Der Girsi TV, der hängt ein wenig unterm Rahmen. Hab ich noch nicht. Hey, ich bin vor einer halben Stunde mit denen Beutel da und so weiter fertig geworden. Die sind vielleicht nicht so ganz hundertprozentig super toll. Ja, Kinder ist ja gut. Wo ist ein Heisel, habe ich gefragt. Sie fix! Das haben wir verschmissen. Das ist so wie zugeschissen. Da geht gar nichts mehr.
Da geht gar nichts mehr. Da muss der Lord Röhrig kommen, muss einen Scheiß richten, aber das hat keinen Bock mehr. Den haben Was ist denn los mit dir? Mr. Taylor! Mr. Taylor! Ja. Bazi, vergelt's Gott. Herr Delos, vergelt's Gott für deine Mitgliedschaft. Da habe ich schon gesehen, das muss ich nur irgendwie machen, dass es ein bisschen anders ausschaut. Das habe ich vor 2 Minuten erst fertig gemacht. Was sein. Wird schon passen. Kinder, merci leid. Nicht so viel eskalieren, die Mock Donations nicht wieder ausschalten. Ich bin ein Rasensprenger. Offensichtlich muss ich es aber. Ha! Heute Erdnuss Digginge. Küss dein Auginger, Hirschi, vergesst nicht mit Zwickel. Der Röhrig mit dem Zöllingrohr. Ich weiß nicht, was ein Zöllingrohr ist. Ich bin ein Rasensprenger. Leid, wer sollte denn da noch irgendwas, der Kompressor bringt? Ladedruck. Ja, im Prinzip stimmt das sogar. Wie hat jetzt das geschrieben? Ich kann nicht alles. Leute, ich kann nicht alles gleichzeitig erzählen geben für den Finanzamt. Da, der Schnackselottel ruft beim Finanzamt schon. Er ruft schon an. Alle 2 Minuten kriegt Steuerberaterin, kriegt einen Anruf und sagt, hey, Alter, das geht so nicht. So, Freunde der Sonne, für alle. Erst einmal, habe die Ehre. Der Opa! Wenn der Opa aber nicht normalerweise schon von Haus aus, mein Leid, wie soll ich nicht da irgendwas? Hast du nicht gesagt, du wartest noch am 4-stelligen Betrag? Nein, ich warte nicht am 4-stelligen Betrag. Nein. Den mag ich gar nicht sehen. Wenn ein 4-stelliger Betrag kommt, schalte ich 4 Wochen meine Donations aus. Ich sag euch, was ist. Minimum. Und die Hälfte davon spendet ihr ans Tierheim sonst was. Feuerwehr, feucht! Habe die Ehre, spiel Borderlands 3 mega geil. Ja, ich glaube, dass das für den Stream nicht so geil ist. Servus Birger, die schöne Grüße aus Dingelfing. Schöne Grüße aus Landau, vergeht's gut, Leute. Vergeht's gut. Der Wednesday schreibt auch, nein, bei mir hängt's, das ist nix. Fangst mal Spiel noch, der Lucky. Wie lange bist du jetzt dabei, Lucky? Hä? Wie oft muss ich das jetzt mal noch erklären, dass wir uns erst einmal 10 Minuten Zeit nehmen, damit Leute mit dem Geld schmeißen können? Hashtag geiler Wichser ab in den Chat. Haben wir bloß 3 Minuten, da fangen wir an. Ich kann nicht, weil ich sonst jetzt, heute mal, futzen uns dich fix! Hallo Luca, hallo Penny, ich weiß nicht, wer die sind, Basi, futzen heute nicht. Ob das Spiel so gut ist, schreibt er, wo es ist. Also Sammling, dann haben wir jemanden da. Nein, das ist der nicht. Da wird er nicht angezeigt, keine Ahnung warum, ist wurscht. Ich konnte zu Man of Medan nicht recht viel sagen, das ist der Nachfolger von Until Dawn. Ja, das kann einigen was sagen und ich glaube, es ist ein bisschen, ich hoffe, ein bisschen gechillter. Ja, Luca ist gut, servus, Alter, ist ein Loschüssel. Ja, Kind, Alter. So schlimm, Alter, es ist so schlimm. Immer alle gleichzeitig, nehmt halt bitte nicht einen YouTube-Superchat her. Ja, ich sehe leider nicht mehr, was ist, aber bitte nehmt nicht mehr einen YouTube-Superchat her, weil sie da einfach, wie soll ich sagen, die Hälfte YouTube nimmt. Ja, das ist nicht, damit ich noch mehr kriege, sondern damit YouTube nicht noch mehr kriegt, weil, weiß ich nicht. Macht ein Vollbier-Squad-Logo in Gold. Hab ich schon überlegt. Wir haben mal so eine Markenidee gehabt, die hat Rich Bitch Clothing geheißen. Und da kann sich der Käufer aussuchen, wie viel das T-Shirt kosten soll. Und der Betrag steht dann auf dem T-Shirt drauf. Und dazu kriegt er ein Zertifikat. Das heißt, wenn sie der Mr. Rich Bitch, keine Ahnung, der 50 Cent oder so, kauft sie dann ein 40-fach XL Gangster-T-Shirt, schwarz mit einer goldenen Aufschrift, dass dieses T-Shirt 1 Million Euro kostet, hat in der Produktion 250 geht. Aber er kriegt ein Zertifikat von mir unterschrieben, dass er 1 Million Euro dafür zahlt, dann ist das quasi, weißt du, das ist halt das Geilste, wo uns jemals eingefallen ist. Verstehe nicht, warum wir das bis heute nicht machen. Das kann man mit Vollbier-Squad machen. Dann machen wir das graue Logo, das kostet nichts. Also es kostet Standardpreis. Dann gibt es das grüne Logo, das ist wie die WoW-Items. Dann kommt das weiße Logo, das kostet 5 mehr. Dann kommt das grüne Logo, das kostet schon 20 mehr. Dann kommt das blaue Logo, es kostet 50 mehr. Dann kommt das lila Logo, das ist das Epic-Logo, das kostet 100 mehr. Und dann kommt das orange Logo, das ist das Legendary-Logo, das kostet 1000 mehr. Und wenn es einen gibt, der sich das Ding kauft, zu dem fahre ich heim und zirken eine Woche lang in der Früh und auf die Nacht wieder aus. Das war eigentlich die geilste Scheiße. So! Es ist 10 nach, ich kann nicht viel sagen zu Man of Medan, aber ich dann einfach mal sagen, es wird, glaube ich, ein bisschen filmiger als spielerisch und dadurch nicht so stressig. Darum werden wir uns jetzt erstmal Bullenpfotzen hauen. Ha! Hab ich vorher schon ausgedrückt. Dopa! Was? Was speibst denn so laut, Bulli? Wie speiben? Speib nicht. Hier geschenkt wird nix. Da geht's gerade, Opa. Opa, du müsstest eigentlich von Haus aus im Vollbier-Squad sein. Eigentlich haben unsere Opas ein Vollbier-Squad erfunden. So, Freunde der Sonne,
Jetzt dreht den Sound sauber auf, macht das Licht bei euch aus, lohnt euch zurück, chillt Runden. Spielen wir jetzt. Dazu sind wir da. Was ist denn los mit dir? Am Quitten! Merci für deine Mitgliedschaft! Merci, Alter! Merci, Alter! Merci, Alter! Ab in den Chat, habe ich her am Quitten! Ich weiß nicht, warum du am Quitten bist. Den einzigen Quit, den nie zehnlos ist, der Rage Quit. So, ich hab schon gesehen, ich habe eine Kleinigkeit vergessen vorzubereiten. Das Spiel können wir diesmal ausnahmsweise, glaube ich, mit dem Controller spielen. Dann kann ich mich auch mal gemütlich zurücklehnen und vielleicht einmal die Story genießen. Und wenn jetzt das mit den Donations und Mitgliedschaften nicht gleich aufhört, müssen wir es wieder ausschalten. Ich komme, glaube ich, ich muss schnell meinen Controller holen. Ja, habe ich vergessen. Habe ich wieder im Eifer des Gefechts vergessen. Oh, wunderschön. Wunderschön. So, da ich noch keinen Bluetooth-Dongle habe, muss ich leider meinen Xbox-Controller anstecken. Das ist ein bisschen dumm. Weil wenn der Sound vom Headset ausgeht, dann haben wir verkackt. So. Hoppala, hat's mir Kuppel ausgedroschen, ist ja wurscht. Wo ist das Spiel? Da ist's. So, Freunde. Geht da was? Warum geht da nix? Hallo? Was ich zu spät gespannt habe, man konnte es im Koop spielen, habe ich gesehen. Also falls jetzt jemand in meiner Steam-Freundesliste das Spiel gerade zufällig aufhat, dann kann er das mir jetzt sagen. Aber dann ist es auch schon spät, deswegen müssen wir allein spielen. Vielleicht wissen wir das beim nächsten Mal. Habe ich nicht gewusst, habe ich auch erst gespannt, wie ich 5 Minuten vorher spiele. Nein, jetzt hat er Ruhe. Ich sag, nein, jetzt hier gebe ich vergeht's gerade und der andere auch. Und ich, was haben wir da? Und ein Baby-Elefant. Okay. So. Danke Leute. Jetzt chillt seine Knierschein, jetzt ist Ruhe, wir spielen jetzt gemütlich und fangen mal an mit der neuen Story. Neue Story, neuer Platz. So, aufgepasst jetzt, damit wir was mitkriegen. Ich glaube, wir kriegen jetzt erst einmal eine lustige Ami-Teenie-Charakterentwicklung vorgesetzt. Wobei das schon ziemlich finster anfängt, so habe ich nicht damit geredet. Der Fichtinger hat übrigens recht, eine Maschine speibt nicht, Opa. Opa, eine Maschine speibt nicht. Da, Opa, da kannst du wahrscheinlich mitschmerzen. Hat er nicht gesagt. Der Michi schreibt, leckt der Sound. Was ist mit dem Sound? Bitte schreibt's mal, wenn mit dem Sound irgendwas feit. Bitte. Und übrigens Special Greets an meine Twitch-Zuschauer. Okay, Kumpel. Wir sollten mal langsam zum Schiff zurück. Ich hab das dumpfe Gefühl, dass wir mit der deutschen Synchro schon wieder einen Fehler gemacht haben. Immer schön langsam. Ich wollte uns heute mal ein bisschen Sieht ganz so einbauen. aus, als hätte Charlie heute noch so einiges vor. 你能搏斗吗？有 Nicht 事 du mal! Kann ich kämpfen? Haut dein Ding drin, oh! Gib mal ein Quarter. Was du viel, wir ramm ihn mir rein, du Wieso? Spacken! Für einen Blick in meine Zukunft. Auf Malefizisch. Dann mal los. Was erwartet mich, Alter? Joe, mag 对 am 这 Doc. 些牌有疑问吗？ Was? Nicht sagen, neugierig, was wird aus meinem Sohn? Zweifelnd werde ich reich. Ja, das ist ja ganz klar, werde ich reich. Was müssen wir jetzt da dort? Ihr seht sie den komischen Ding da? Ach, mit dem Also, werde läuft ich für mich reich? mal richtig gut. Hashtag Du weißt, geile Wichse. Ein schönes Leben und so. Also wir sind ja offensichtlich ein junger Marinesoldat oder keine Ahnung. Drachenstein, Bambusstein. Da handelt man im Zeichen des Pandas. Nehmen wir einen Bambusstein. Ich weiß nicht, was wir mit der haben, aber keine Ahnung. 看这张牌， Du musst sag mir, was du siehst. 你看到了什么？ Einen Penis. Halte RT gedrückt, um Objekte aufzuheben. Benutze R, um sie zu untersuchen.
Das... Aha, da hat schon wieder, Sieht da aus hat wie schon ein wieder. Fisch. Das sieht aus wie ein Fisch. Das, Junge, das ist ein Fisch. Hong Ting Chung Ngao Fisch. Und jetzt wieder Healing, oder was? Wenn ich jetzt einfach gesagt hätte, das ist ein Mieze? 你的财富可能来自任何方向，但是当这样的风吹来，死亡和厄运肯定会随之而来。 Zu sweet, die Chilei, ein wenig Sushi hab ich da clean. Warte, was? Was soll das heißen? Hey, was soll das heißen? Was zum Teufel, Mann? Hey, Kumpel, lass mich mal ran. Ach ja, hättest dich wohl Ich bin verstanden. ein 你能比你的朋友打得更好吗，勇士？ Vergeht's gar nicht. Kämpfen? Klar. Ich hoff's, Hast du noch einen Water? danke dir. Kommt auf deinen Deckel. Und der hallende Sound kommt daher, da ich leider nur ein Surround-Headset besitze. Das tut Ich mir sehr probier's mal. leid. Ich kann es nicht ändern. Sound vom Spiel ist nicht gut. Was die eine Hälfte sagt nicht gut, die andere Hälfte sagt gut, ich weiß es auch nicht. So, was muss ich jetzt da tun? Oh, oh Gott, da muss man zielen. Mit dem Controller, oder wenn ich ein bisschen halt, der Sound ist aber nicht schlimm. Das ist aber schon immer so. Das ist in meinen Streams leider Gottes schon immer so, weil es eben 3D-Sound ist und ich kann es nicht runtersamplen. Muss ich mir neue Kopfhörer kaufen. Also muss ich mir sprichwörtlich wirklich ein neues Headset kaufen. So, benutze R, um zu zielen, drücke RT, um zu schlagen. Ja, das wird sicher sehr lustig, wenn ich mit dem scheiß Controller irgendwas zielen soll. Das wird die traurigste Scheiße, die wir jemals gesehen haben, Leute. Solange sie sich nicht rührt, ist alles cool. So, da, hier, bum, bum. Peng, peng. Ah, scharfe Chinesen, Mieze. Okay, peng, 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 peng to your face. Der Ringtimer, der Ringtimer zeigt an, wie viel Zeit, okay. Scheiße, was war B? Was? Ach, ich bin PlayStation X gewohnt. Schlecht, ist einfach schlecht. Ja, ja. Oh Gott, Quicktime-Event, ich werd so kläglich versagen, Kinder, ich sag's euch, wie es ist. 我以为你说你可以搏斗。 Jetzt muss ich wahrscheinlich schlagen und ausweichen. Oh mein Gott! This is so massive brutal! I can't handle them! Oh, ich muss aber wirklich verfickt schnell gehen. Wir sind in diesem Controller mal mit der Controller Mongo! Have a nice day. Ja, wo ist er jetzt? Chinesisch oder Englisch? Hey, Chuck, wir sollten zurück zum Schiff. Oder wir stranden hier noch. Komm schon, Mann. Nur noch eine Frage. Wir müssen echt wieder zurück. Also es ist später auf alle Fälle, zumindest jetzt gerade, definitiv irgendwann in der zweiten Weltkriegszeit, weil da haben es alle diese Frisuren gehabt. Sauber und dumm Cut. Frachtraum Nummer 2! Schlägerei! Was wenn schon wieder mit einer Totenkopfkiste angeht? Und mit den amerikanischen Soldaten haben sie mit Sicherheit wieder die Nazis irgendwas geklaut. Und Nazis haben wieder total eskaliert und haben wieder irgendeine Geisterscheiße ausgegraben. Leder hinten ins Feuer, hier, Story beendet. Jetzt kommt dann der Indiana Jones und klaut in den Kisten. Das war bei den Russen, na egal. Hey, Mann! Hey, wo sind meine 50 Cent? 50 Cent? Welche 50 Cent? Komm schon, Mann! Hey, zieh ab, Kumpel. Schubst mich nicht rum! So schnell, Junge. Hey, wegen 50 Cent habe ich meine Kohle gefunden. Soweit ich das beurteilen kann, sind diese Männer einfach absolut sturzbetrunken. Der kommt auf die Krankenstation, schmeißt den anderen ins Loch. Kann es sein, dass, Da. wenn ich zu leise bin, gehe ich nicht ans Mikrofon. Das soll eigentlich der Kompressor regeln, hoffe ich. Ich weiß jetzt nicht, was das für einen Beitrag zur Geschichte leistet. Dass er jetzt aufs Maul gekriegt hat wegen 50 Cent, ich weiß es nicht. Das werden wir aber gleich sehen, fürchte ich. Also wie gesagt, es ist wahrscheinlich ein bisschen filmiger als... Ich bin's leise, ja, ich glaube, das ist Spätzle, ich weiß es selber nicht. Alter, kenn dich mal, was ist mit dir los?
Ich mach gleich leiser. Für euch. Es ist vielleicht schon verschissen laut, Alter. Was geht denn? Ah! Was passiert da eigentlich? Ich hab jetzt eine aufs Maul gekriegt und lieg im Krankenhaus. Was bin ich denn für ein Oberpussy? Was soll denn das? Das wollte ich nicht. Ich wollte auf A drücken und das Foto da anschauen, was mir da angezeigt wird. Okay. An Papa, komm bald zurück. Hey, Panda Baby! Vergelt's für den Euro 34. Weiß nicht, was auf den Betrag kommst, aber da anstehen. So, da steht auf alle Fälle einmal ein Foto von unserem Buben. Oh, sauber, der Kerl, der wird einmal, das ist, glaube ich, der Captain America. Bin mir nicht sicher. Was ist denn los mit dir? Alter, pst. La Musik, der Musik. Ist jetzt Mitglied. Mr. La Musik, La Musik. La, bla, bla, bla. Vergelt's für dein Mitglied. Ja, bla, bla, ja. Ab in den Chat, habe drüben Mr. La Musik. So, schauen wir mal in Schweden. Muss man da oben. Was zum Teufel? Was ist das spät? 2 Minuten, Leute! Dein Futzen! Warum? Liegt der da in meinem Spind? Sie fix! Warum? Jetzt kommen wir jetzt da durch, wenn man so Objekte anschaut, nix. Ich glaube, der hat seine 55 Cent nicht gezahlt. Stimmt. Der stimmt. So, gut. Also, Regel Nummer 1, wenn aus deinem Spind der Tau der Wissenschaftler rausfällt, lehne ich mich mal aus dem Fenster und sag, da stimmt was nicht. Ja. Also gut. Also recht viel Bewegungsfreiheit und dynamische Bewegungsfreiheit habe ich da nicht wirklich. Ich bin sehr träge unterwegs. Erster Eindruck der Grafik ist sehr gut, ist wirklich akzeptabel. Die deutsche Synchro, glaube ich, wir werden sehen. So gut, also wir fassen zusammen, wir haben eine aufs Maul gekriegt, da hat ein Wissenschaftler in unserem Spind, wir haben einen Schlüssel gefunden, haben wir da aufgewacht, haben wir einen Burm offensichtlich und ja. Okay, das ist schon wieder so gemacht wie früher in Resident Evil, dass du festgesetzte Kamerapositionen hast und da haben natürlich Jumpscares prädestiniert dafür. Wie läuft dein Urlaub? Oh, hol mich endlich hier raus! Was ist da draußen los? Was hat er Ich denn habe ein für... Flugzeug gehört und Schüsse. Ich auch. Und da war eine Leiche. Was? In der Krankenstation. Hier stimmt was nicht. Na, da war eine Komm raus Leiche hier. in deinem Spind, mein Freund. In deinem Spind, nicht in der Krankenstation, im Spind. Verstehen Sie? Verstehen Sie, der kam da raus. Der war da drin und kam dann da raus. Was drücke A im Rhythmus deines Herzschlags? Okay. Warum? Nicht nachladen.
Also tut mir leid, wenn ich mit so einem Abstand in einem Rhythmus keine Tasten drücken kann, dann habe ich eigentlich als Gamer nichts verloren. Wir müssen jetzt eine Kleinigkeit müssen wir machen. Ich muss den Sound oben dran, weil teilweise explodiert da der Soundbalken. Das ist ein bisschen zu krass. Dialoglautstärke lässt man, Musiklautstärke der wir mal auf 80 oben, Effektlautstärke der wir auch mal auf. Lasst mal auf 80, dann der wir Musik auf 70. Schauen wir mal, ob es besser wird. Ich hoff's. Die Effekte sollten natürlich schon zünden, weil von denen lebt das Ganze. Und die Dialoge lässt man auf Untertitel, lässt man auch mal ein. Und Textsprache, ja, die lässt man natürlich auf Deutsch, weil wenn man mal irgendwas nicht hört oder so, das ist natürlich ein bisschen kacke. Möchtest du aktuellen Einstellungen wirklich speichern? Nein, ist der Gaudi eingehen, du... So, ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ist ja wurscht. Kann ich da auch schneller gehen als fast gar nicht? Okay. Was war das? Okay, wir haben eine Blair Witch abgehärtet, ja? Das macht uns gar nichts. Was war das? Ich weiß nicht! Ein Flamingo, du Turtel! Alter, da ist ja gar kein Tier. Da ist ja links gar kein Tier, wo das herkommt. Oh Mann. Oh Mann. Ja, was soll jetzt da? Warum stehst du noch mal an wie ein Depp? Geh mal da hinten. Hey, Charlie, hilf mal! Charlie, jetzt mach mal! Scheiße. Ganz ehrlich, fick dich, Spui! Totale Aeroflex! Am besten war die I-How-Du scheißen. Alter, dafür jetzt keinen Zehner drauf. Danke dir, danke dir. Und das Primitivste ist immer das Lustigste. Danke. Was ist rosa und behindert? Flamongo, du Mongo! 10 GB, Ruhe jetzt! Mal schauen, wann die erste Auch eine neue... Leiche. Ja, wir werden sehen. Oh, verdammt, Buckley. Hey. Der war doch letztens beim Essen noch vollkommen putzmunter. Armes Schwein. Also die deutsche Synchro ist katastrophal. Können wir jetzt schon mal abhaken, das Thema. Deutsche Synchro unter aller Sau. Aber damit müsst wir leben, das ist in sehr wenigen Spielen gut gemacht, hilft nicht. Was immer hässlich ist, sind so Body-Horror-Dinger, wenn so umeinander gichtelt wird und Ding. Gut, das ist jetzt nicht wirklich Body-Horror, aber ich weiß jetzt auch keinen anderen Begriff dafür. Aber ihr sollt euch aus dem Staub machen können und langsam irgendwie Panik kriegen, weil alle Leute sterben und ihr da, weiß ich nicht, was ihr da jetzt. Weiß nicht, warum kann ich jetzt da nicht hingehen? Ja, dann halt nicht, dann gehen wir da durch die Tür. Ich mag den nicht anschauen, lass mich in Ruhe. Kameraführung ist geil gemacht so, gefällt mir. Also ich kann gerade auch den Charakter noch steuern und so, das ist cool gemacht, gefällt mir. Wohlgemerkt an alle anderen, ich hab kein Until Dawn gespielt, ich hab keine Ahnung, was passieren wird. Was halte LB, um schneller zu gehen? Also, geht das bloß mir so? Oder hast du auch gerade so ein blödes Gefühl? Sehe ich so aus, als würde ich über meine Gefühle reden? Du siehst echt beschissen aus, Chucky. Bin ich der Einzige? Toll. Beste Gesellschaft. Gehen wir hoch an Deck. Ja, Okay. einverstanden. Hey, Chucky. Hast du den Jungen da gesehen? Kruzifix! Nee. Bist du okay? Scheiß! Kruzifix. Chat hängen bleiben. Ich bin ein Rasensprenger. Frau Alexandra, vergessen Sie den Zyklon 3000 Du bist im Phantasialand, echt? Das soll jetzt eigentlich im Phantasialand sein, nicht mir zu schauen. So, da liegt noch mehr, Hint voll da, ist eh klar, ja, freilich. Komm mal her. Charlie, komm mal her.
Hier liegen noch 3 Tote und es scheint mir egal zu sein. Da ist ja gut, Alter. Oh Gott, wenn ich jetzt mit dem Controller zielen und schießen muss, dann haben wir verkackt. Also dann haben wir verkackt. Das kann ich gleich schon sagen. Der Gamer schreibt, Fun Fact, das Schiff gab's wirklich. Wie heißt denn das Schiff? Weißt du, ist das schon irgendwo vorgekommen? Weil da sitzt Du wirst mit deiner Tommy Gun niemanden da schießen können, der durch Wände geht. Junger Charlie oder was weiß ich, was du heißt. Komm her! Joe und Charlie. Da haben wir aber wieder tief in die Klischee-Kiste gegriffen. Oh Gott, Mensch, wieder Kinderloren. Oh Gott, nein! Oh Gott, Charlie! nein! Charlie! Oh Gott, nein! Was? Er sägt ein kleines Kind in den Stromkasten einsteigen und er schießt sofort mit der Thompson drauf! Okay. Irgendjemand da? Hallo, hört mich da draußen jemand? Ah, komm schon! Komm schon, verdammt! Orang Medan. Das kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört. Was für ein ist das? Oh Gott, das hat 4 Ohren gehabt, lass mich! Das geht schon wieder die über. Ja, das hat schon immer Fake geholfen, scheiß Geiz. Won't you spare me over till another year? Merci dir. Soundtrack anhören. Hört sich gut an. Ich hoffe, der Sound kommt bei euch einigermaßen gut an. Was? Das ist Vollbeat, echt? Ich mag nämlich Vollbeat normal nicht. Aber es ist geil. Merci, die Opa.
geiler Soundtrack, kannst du sagen, was du magst. Ich glaube aber nicht, dass Vollbeat ist, weil seine Stimme kennst du normalerweise auf 100 Kilometer. Hallo. Aufpasst jetzt. Und willkommen in meiner Schatzkammer. So Spiele taugen mir einfach da, wo die einfach massiv storylastig und charakterlastig sind. Bitte lass das Spiel gut sein, das war echt geil. War echt geil. Und der Gamer übrigens an die Moderatoren darf liebend gern den Link zu dem Schiff posten, falls es jemanden interessiert. Ich bin der Kurator. Der Kurator der Geschichten. Geschichten über Liebe und Hass, Gier und Schönheit. Ach so, er Leben verzeiht uns das. und Tod. Okay. Geschichten wie diese. Ich bin hier, um Ihre Geschichte aufzuschreiben. Denn diese Erzählung ist noch nicht abgeschlossen. Sie bestimmen, wie sie ausgeht. Und Ihre Entscheidungen bestimmen auch, wie das Leben all derer verläuft, die Ihren Weg kreuzen. Oder ob es endet. So habe ich schon mitgekriegt, dass unsere Wir alle Entscheidungen fällen sehr gravierend Entscheidungen sein nach unserem können. eigenen moralischen Kompass. Ilo Und soll ich müssen sterben. damit ihnen leben oder durch sie sterben. Aber fürchten Sie den Moral Tod wird hier nicht. noch Er groß ist geschrieben. schließlich Hashtag unvermeidlich. geiler Wichser. Es ist der Preis für das Privileg des Lebens. Und wir zahlen ihn irgendwann alle. Doch niemand zahlt wohl gern früher, als er muss. Oder? Wie im echten Leben hat alles Konsequenzen. Ihre Entscheidungen beeinflussen immer auch andere. Ich behalte Ihren Fortschritt im Auge. Ich werde mich nicht einmischen, doch vielleicht gibt es von mir bisweilen einen Hinweis. Hier ist einer für Sie. Es gibt Bilder in dieser Welt, die Ihnen etwas zeigen. Zukunftsversionen. Können Sie sie finden und studieren, treffen Sie danach womöglich bessere Entscheidungen. Oder sollte ich sagen, Entscheidungen mit den Auswirkungen, die Sie Bier gibt, meinst du, dass es ein Bier gibt? Das war's im Moment. Chemis Wir mit sehen A uns bald schon Conversation wieder of und Death. haben dann So Gelegenheit, heißt das Lied. Ihre Aktionen Sag ich gleich noch mal. sorgfältig Danke zu dir. analysieren. Oder das hinterlassene Chaos. Da muss ich jetzt gestehen, war die deutsche Synchro gut. Das war wirklich in Ordnung. War wirklich in Ordnung. Hab mir schon gedacht, dass das bloß eine kurze Vorgeschichte war. Das ist schon in Ordnung jetzt. Jetzt geht's wahrscheinlich das eigentliche Spiel los. War eine Mischung aus Intro, Tutorial und Ding. War cool gemacht, ist völlig in Ordnung. Bin schon 3 Meter erschrocken, Spiel hat sich schon abgezahlt. Oh, geistreich, Brad, Alex Bruder, unschuldig. Ja, unschuldig. Wenn man so direkt unschuldig draufschreibt, was hat denn dabei? Ein Kasten Bier? Deswegen kein August nicht ist, da kannst du gleich wieder schleiern. Du, Alex, motiviert. Oh, der Alex motiviert. Brads Bruder, Julias Freund, unsicher. Okay. Reicht das? Nein. Falls nicht, bestellen wir einfach Nachschub. Also, Und der hör kommt mal, dann mit dem Helikopter, oder was? Ich war noch nie da unten. Unten? Im Wasser? Tauchen? Kannst du mir zeigen, Okay, wie's dann geht? zweiten Kasten dabei, das ist okay. Echt Das ist jetzt? okay. Zwei Kasten für ich 2 meine, Leute du ist bist echt echt hier ohne eine einzige akzeptabel. Tauchstunde? Akzeptabel. Irgendwie, ja. Scheiße, ich wollte eigentlich nichts sagen. Tja, Nein, egal. da war jetzt nicht darauf vorbereitet. Laden wir Entschuldigung. alles ein. Hey, Vorsicht! Die Tauchkamera war wahnsinnig Brüderchen, teuer. sei cool. Was? Julia und Conrad sind, also alle beide stinkreich. Und? Reg dich nicht über Kleinscheiß auf, Mann, bleib cool. Also sie gingen auf einen Lass mich nicht Tauchtrip. bereuen, dass ich dich mitnehme. Jetzt drücken wir mal schnell auf Pause. Sie gingen auf einen Tauchtrip und der andere war noch nie Taucher. Tja, was kann da schon schief gehen, du? Was kann da schon schief gehen? An dieser Stelle mal kurz für alle, denen der Soundtrack so gut gefallen hat. Das Lied und der Interpret des Liedes. Die Band heißt Chemis, K-H-E-M-M-I-S, da steht im Chat drin vom Kiss and Kill. A Conversation with Death heißt der Song, liebe Leute, bitteschön. Ihr dürft es ja gerne noch ein, zwei Mal reinschreiben für die Leute, die es nicht finden. Ansonsten sucht einfach nach Man of Medan Soundtrack, dann kommt das Ding garantiert. Was ist denn los mit dir? Harry,
Vergeht's gut für eine Mitgliedschaft im besten Squad, im Vollbier-Squad. Ab in den Chat, habe dort bis der Harry. So, weiter geht's. Aufgepasst, gefällt mir gut bis jetzt. Ich muss entschuldigen, vorwurfsvoll, unbehaglich, bin ich gut mit Menschen. Ich bin nicht gut mit Menschen, bin ich ja nicht, du weißt muss doch, ja dass ganz ich ehrlich sein. mit neuen Leuten nicht gut kann. Ich auch nicht. Ja, halt die Klappe. Sei doch mal locker. Ach, Nee. schon. Sag auf dieser Reise einfach zu allem Ja. Halt. Glaub mir, ich will, dass du dich amüsierst. Okay, aber was, wenn jemand auf blöde Gedanken kommt? Dass ich nackt rumrennen soll? Metaphorisch gesagt. Sei einfach cool. Ja, aber Amigo. er ist halt einfach Die nicht so der Kavallerie coole ist Typ. Los denn doch. Sorry, ich hab Stress. Wer hätte gedacht? Ja, aber dass Brüder, ein ne, kann ich Medizinstudium nicht so schwer mitschmerzen, ist. hab können. Überraschung. Und Mann, diese Fernkiste mit Julia ist echt hart. Zynisch, ist ja schon 2 Wochen her, muss hart sein. Ja, wir haben so der nette Kerl, ja? Er ist so der nette Kerl. Man, wir schauen mal fast gleich aus. Bis auf Bord, Hautfarbe und... Hä? Die fix ist... Hab ich da wieder bloß begrenzt Zeit. Mann, ich hätte da gern was dazu sagen jetzt Wir mal. haben zu wenig Bier. Ah, dann werde ich die Ist hier auf alle wohl Fälle mal der nette besser Kerl. verstecken. Ja. Ist okay, ist okay. Na, jetzt mein Kasten verrammen. Den sauft man nämlich selber. Ist gut. Guter Mann, guter Mann. Der Brad. Mr. Hey. Brad. Mr. Pit Brad. Ich bräuchte mal deine Meinung. Klar, zu was? Es gibt da eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Dein Medizinstudium? Nee, aber eine von diesen wichtigen Entscheidungen, weißt du? Und ich weiß nicht, was richtig ist. Und die fragte dir aus heiterem Himmel. Vorsichtig, denk drüber nach, hör auf deinen Bauch. Ich bin mehr so der Bauchmann. Hör auf deinen Bauch. Der sagt's dir schon. Bauch ist gut. Hey! Hallo Julio! Oder der Conny. Julias Bruder, entspannt. Entspannter Typ im Hawaii-Hemd. Natürlich. Julio, jetzt gehen wir erst einmal sauber unter Deck. Schnackseln leid. das Boot auseinander. Conny, Ne, wo? das ist Alex. Hey, wie geht's, Conrad? Okay, das ist der Bruder. Vorsicht, Sieht zwar einen Jules. zusammen, Ein Lady. aber der kennt den Bruder nicht. Das ist es schon wieder. Freut mich, Conrad. Das ist Brad, mein kleiner Bruder. Hey. Bradley! Ich glaube, ich kenne dich schon, hab viel von dir gehört. Ja, gleichfalls. Was ist die typischen Ami, ich glaube Teenies sind sie jetzt nicht mehr, aber so Anfang 20er wahrscheinlich, die haben immer in fucking Hotpants. Was anderes gibt's da nicht. Und die haben so kurz, dass die Arschfalten unter die Oberschenkel noch siehst. Und die fahren so, die fahren kein. Jede Sekunde. Ha, ganz schön dick aufgetragen. Minuten hätt's auch getan. Ich werde seekrank, entspannt, ja cool. Klar. Probieren wir es zu cool. mimen. Ja? Wir haben es zwar nicht Super. cool, aber sagen wir einfach, ja cool. Ich liebe Bier. Ich liebe Bier. Ja, ich hab gesagt, der Bradley ist ein guter. Ich weiß doch nicht, was für eine Scheiße das da saufen, aber daheim, ich kenn sie nicht besser. Der weiß es ja nicht. Ja? Guter Mann, Bradical. Mords Mast hast du da. Mastief. Was war das jetzt gerade? Mords Mast hast du da? Conny? Conny, da fällt mir das Hashtag No Homo. Fragwürdig. Ruinier's nicht. Bist du schon mal getaucht? Brett das Brot. Bedrückt noch nie. Wir haben ja ehrlich. eigentlich Ehrlich ist nicht. immer gut. Hab ich Normalerweise. noch nie gemacht. Wasserjungfrau. Cool. Wasserjungfrau. Das ändern wir Cool! heute. Gemeinsam. Bin auch ganz lieb. Der mag doch meinen Mast haben. Wo ist überhaupt der Kapitän von diesem Kahn? Und die nächste, die wieder nur eine Hosen hat, da wo ich gleich gar nichts. Fliss. Was ist Fliss für ein Name, Alter? Oh Gott, die schaut schon Ich so würde zu. ja sagen, macht's euch bequem, aber Zieht doch mal eine Hosen auf einmal! So, alle an Bord und bereit abzulegen? Ah, sie ist die lästige. Die lästige ich sag's, darfst du nicht sagen. Wenn es dir recht ist, Captain. Der ist der Captain! Wer möchte denn die dabei haben? Ich geb mir jetzt schon auf den Sack. Warte, die kommt dann wieder mit dem daher so.
Oh, ich bin aber hier der Captain, Alter. Na, wir können da jetzt nicht eine da haben, nein, mit der man das, was ich sag. Und wenn nicht, dann sage ich einfach gar nichts sofort. Ganz genau, lass alles raus. Oh, ja. Willst du dich mal hinlegen? Ja, ist eine gute Idee. Ja. Oh Mann. Ja, Tittensee. Aber ich bin auch wieder da. Welcome back, vergesst über den Zirkel. Hier drüben. Ganz schön weit draußen. Ich suche bloß Alternativen, falls wir nichts mit der Tauchkamera finden. Ganz ehrlich, ich habe noch nie von eurem Wrack gehört. Normalerweise wimmeln Wracks von Tauchern. Ja, das hier ist anders. Ich meine ja nur, wenn es vielleicht zu spät wird, kenne ich ein paar gute Stellen zum, naja, Tauchen. Also deren Lippen haben es vielleicht schon gescheit aufblasen, gell? Jetzt hier nicht hin oder her. Optimistisch, Brett weiß, was er tut. Brett war so sicher. Brett war sicher, dass Brett war so sicher. Ja, er ist der Lügner, er ist der Coolmacker. Er verzeiht gerne mal wegen einen Scheiß. Dass wir die Nadel im Heuhaufen finden. Ich helfe Conrad und Julia mit der Kamera. Was gibt? Ich muss jetzt kurz unterbrechen, weil Frau Herzinger gerade schreibt. Ich lese das jetzt einfach vor, ja. Das ist weder bewertet noch irgendwas, das kommt dann danach. Die Dunklen sterben aber meistens zuerst. Chat, ich muss mich schon so zusammenreißen, dass ich nicht weiß, wie ich das formulieren darf, weil das erste war, was ich gesagt hätte, wenn ich die zwei am Anfang sehe, die zwei Brüder. Mein erster Kommentar war eigentlich gewesen, die sterben alle zwei. Jetzt. Wo kommt denn eigentlich dieses Klischee her? Ich weiß nicht. Schauen wir mal, was wir gefunden haben. Sehen und staunen. Ah, staunen. Da schau ich. Breds Berechnungen waren goldrichtig. Brad hat's drauf. Ein echtes Genie. Wir sollten ihm danken. Fliss, da ist ein Flugzeug. Ach ja? Ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Lass uns tauchen. Eigentlich sollte ich das ja der Hafenbehörde melden. Als unregistriertes Wrack. Tja, eigentlich. Wollt ihr euch nicht an die Vorschriften halten? Er ist der Coole, den juckt's nicht. Wer weiß schon, dass wir es nicht beim Tauchen gefunden haben. Also, wen juckt's? Recht hat der gute Mann. Recht hat. Sind wir im Kindergarten? Ich muss darauf hinweisen. Wir sehen uns doch bloß um. Kriegt doch keiner mit? Gut. Aber beeilt euch. Und fasst bloß nichts an. Das hat schon immer Käufer, wenn das jemand sagt. Hey, glauben Sie auch nicht, 2 Sekunden. Unberührt. Mein Gott, Weiberle, zieht der Hose. Ja, steck nach außer dem Booty. In ein paar Minuten solltet ihr runter können. Die Flaschen. Aber was kennt denn alles? Sieh dir mal die Kamera an, ob da was Brauchbares drauf ist. Klar, Ma'am. Hey, sieh doch mal nach deinem Bruder. Oh, der Blick von einer Frau, Alter. Sagt mehr als 5 Millionen Wörter gleichzeitig. Der heißt zu viel, nimm deine Haxen und hinten, lauf so schnell du kannst. Durch die Öffnung können wir rein. So, was müssen wir jetzt tun? Okay, da blinken auch so helle Sachen, da kann man hingehen und interagieren, das ist gut. Was ist jetzt da? Jetzt kann ich da das Standbeitel von dem Ding anschauen, oder was? Wer bin ich gerade? Ich habe einen Namen nicht merken können, aber ich bin der Coole. Das ist schaut aber eher aus nach einem Flugzeug aus, oder? Als nach einem Schiff, würde ich sagen. Schaut nach so einem typischen Ami-Bomber aus. Das ist einfach bloß Sand. Lass mich raten, jetzt kommt gleich der Herr Jumpscare im Monitor drin. Okay, Riffe. Was ist überhaupt für eine Kamera? Macht ja, das ist eine Bombe. Das ist auf alle Fälle eine Bombe. Das ist das Heck von Bombe und da meine ich, waren wir schon. Ja, haben wir uns alles so geschaut? Wir brauchen nicht, was möchte ich mit einer Bombe? Ich möchte nicht so eine Bombe, ich möchte auf das Boot. Saubere 29 Grad, zwischen 4 und 8 und zwischen 12 und 4 hat es 31 Grad, das ist in Ordnung. Kennst du dich damit aus? Nee. Nicht wirklich. Lass das mal besser in Ruhe. Kennst du damit aus? Nein, aber erst mal draufdrücken. Was bist denn du für ein Captain, wenn du nicht mehr eine Wettervorhersagegerätschaft bedienen kannst? Was bist denn du für ein Captain, mit wo haben wir wieder unterwegs? Schmerzen wir mal mit ihr.
Die Regeln hier draußen gibt's nicht ohne Grund. Ihr solltet das respektieren. Höflich, sorry wegen vorhin. Wir haben hierfür bezahlt, wo er recht hat. Fliss, wir haben eine Menge für diesen Tauchgang bezahlt. Genau an dieser Stelle. Immer wenn ich Leute wie euch rausfahre, passiert dasselbe. Keinen Respekt vor den Bräuchen anderer. All diese Regeln sind doch ganz einfach. Wie viel Erfahrung hast du denn mit solchen Tauchgängen? Massiv, ey, Alter. Selbstsicher habe ich Erfahrung mit Wracktauchen. Ich war schon in ein paar Wracks. Bin kein Profi. Aber naja, erfahren. Wenn das hier dein erstes unregistriertes Wrack ist, solltest du wissen, dass man bestimmte Protokolle einhält. An euch alle. Ja, gute Frau, und wenn du verfickter Captain bist, dann soll jetzt eine verdammte Wedermaschine benutzen können! Das hier könnte auch ein Kriegsgrab sein. Störung wäre illegal und unmoralisch. Ja, genau. Okay, die lässt sie mit Sicherheit kaufen. Okay. Die alte Kapiert. lässt sie kaufen. Wie viel? 1000. Wie viel was? Ja, wie viel Geld was? Wie viel brauchst Finger du, hast damit du, du uns dumme Nuss? endlich in Ruhe lässt? Du, hier geht's nicht um Geld. Jo, es geht immer um Weißt Geld. du was? Ich kann euch nicht aufhalten. Aber halt dich da unten an die Regeln. Und mach nichts, was mich später den Arsch kostet. Deine mal Hosen anziehen, du Nosch. RB, Beziehung aktualisiert, Eigenschaften aktualisiert. Ach so. Da werden wir schon, der Brad, was sagt der Balken? Beziehung von Alex mit Brad ansehen. Beziehung von Alex mit Konrad ansehen. Das ist der Beziehungsstatus quasi, also dort ist da oben drüber, wahrscheinlich wie gut das Verhältnis zueinander ist. Und da haben quasi seine Charakterzüge, er ist großzügig, entspannt, egoistisch und ungeduldig. Ein bisschen motiviert und ein bisschen unsicher, ja, wo ist jetzt unsicher und motiviert, das passt irgendwie nicht zusammen. So, aber da oben kann man auch durchschalten. Bilder, haben wir noch keine Geheimnisse. Holy shit, da gibt es wie viele Geheimnisse, wenn sie mit Rollen, wie lange? Okay. Kurssichtung, Antrag. Brad sagte Alex auf seinen Bauch zu hören. Also keine Ahnung. Naja. Dann gehen wir da mal unter Deck, schauen wir mal, was da so los ist. Ist da schon alles sauber ausballern, wie soll ich sagen, auspolstert, damit wir da später sauber nicht Bukake feiern. Hashtag hat er nicht gesagt. Ah, du, der Mann, da sitzt der Brad beim Speim oder mindestens scheißen. Was geht? Es geht. Alles klar? Es geht, Brudi. Sorry, das Bierchen war dann doch zu viel. Die waren noch keine 5 Minuten auf dem scheiß Boden, er speibt. Du weißt es ja nicht. Oh Mann, weißt du echt nicht, wie viel du verträgst? Klappe. Ich wollte bloß mit Conrad klarkommen, wie du gesagt hast. Euch zu betrinken? Ach komm. Okay. Genieß einfach das Meer. Ich komme dann später. Jungs, die Flaschen warten auf euch. Jetzt muss ich wieder aufstachseln, oder was? Okay. Was ist das? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Flashbacks. Vorahnung freigeschaltet, gestrandet. Was heißt das? Im Kapitel Wrack gefunden. Vorahnung ansehen. Wow, was ist das für sonderbar tolle Vorahnung, dass mein Bruder aufwacht und aufsteht? Wow, überwältigend. Geradezu, weiß ich nicht. Surprise. Oh, da ist noch was gelegen, habe ich gesehen. Hat sie Strapse an? Möchtest du mich verarschen? Mister, inspizier mich. Okay, Nein, also, nicht. das ist das Kreislaufgerät. Viel cooler als normale Atemgeräte. Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst, und bereitet es wieder auf. Und verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse. Echt klasse, Julia. Okay, O2-Check fertig. Wow, immer mit der Ruhe. Check erstmal dein O2. Scheiß auf O2.
Mich würde interessieren, dass es auf dem Schiff ein Bierautomat gibt. Anerkennen, danke für deine Hilfe. Neckisch, alles tipptopp. Sieht gut aus, Jay. Nur der Anzug stört etwas. Hey, du redest da von meiner Schwester. Und wie? Okay, ihr Clownfische. Ich guck mal, was Fliss gerade so treibt. Benimm dich, Conny. Da hat er jetzt aber schnell einen Schwanzheizung, der Conny. So, was haben wir da? Was haben wir da? Ich muss irgendwas nehmen. Wie soll ich das nehmen? Wieso kann ich nichts nehmen? Wieso ist jetzt ist der Controller nicht mehr gegangen? Fluss soll nicht ständig motzen. Ja, das ist einmal wichtig. Fluss sollte meine Futzen nicht. Er hat wohl vergessen, wer hier bezahlt. Und das echt großzügig. Da ist Regeln verbiegen doch wohl inklusive. Regeln verbiegen was? Mein Gott, Fluss, schau halt nicht den ganzen Tag wie ein Zeisal, wenn's blitzt. Was ist denn los mit dir? Die Mimik im Spiel ist wirklich ein bisschen fail, ja. Ich glaube, es tragt aber auch ziemlich viel dazu bei, dass die deutsche Synchro ist. Die englische wird ja erst einigermaßen lippensynchron sein. Hoppla, alles gut? Mehr oder weniger? Fischi, Schade, Fischi, dass Fliss so Fischi, verklemmt Fischi, ist. Fischi. Sie tut ja, als wollten wir das Flugzeug plündern. Hey, ein Souvenir wäre cool. Ein klitzekleines Etwas tut doch bestimmt niemandem weh. Das bleibt unser Geheimnis. Das Wrack wird ja auch nicht täglich überprüft. Da. Diese Form. Das muss es sein. Oh, ho, ho. Das ist ja viel größer, als ich dachte. Scheiße. Scheiße. Ziemlich unbeschädigt. Das ist ein sensationeller Fund. Suchen wir nach einem Weg ins Innere. Unser Schiff heißt übrigens Duke of Medan. Hey da, Captain. Kleines Bier mit dem ersten Offizier. Du bist nicht mein erster Offizier. Und du bist kein Captain! Alles fit, Du heute unter dich neun! Dein spendabler, gut aussehender Kunde bittet darum, ein goldenes, kühles Gebräu mit dir genießen zu dürfen. Freilich, wenn der Captain kann mich auf, dann weiß ich auch nicht, wer sonst. Nettes Boot hast du hier. Wie bezahlt man sowas? Mit Depf. Lange Geschichte. Das ist kompliziert und wirklich schwer zu erklären. Ich bin ein komplizierter Kerl. Ja. Nur zu. Tja, da geht's um jede Geld, Menge nimm Lauferei Geld, zur Bank. gib Boot, Und hab Boot. Unterschriften für Dokumente mit jeder Krass. Menge Nullen drauf. Es ging um einen Bist Kredit. klüger, als du aussiehst. Vielleicht könnte Hochgradige meine Familie in dein Raketenwissenschaft, Geschäft hallo? investieren. Was? Ich bin Ich niemand habe die dieses Lästige. Geschäft von null aufgezogen. Die Null. Hypothek auf mein Boot reicht soweit als Hilfe. Danke. Ich hab das von null aufgezogen und das werde ich da alle 5 Minuten sagen. Weißt du was? Ich sorge lieber dafür, dass die Duke of Milan nicht auseinanderfällt. Oh, die Duke of Milan, nicht Milan, Entschuldigung. Ich habe mich vertan. Heißt Duke of Milan. So, muss ich jetzt mit dir umeinander reden, oder wir verstehen das. Moment, Chat hängen bleiben, so. Eigenschaften aktualisiert. Was ist mit dir? Entspannt, motiviert, mutig, reserviert. Wie beschreibt man jemanden, wenn jemand reserviert ist? Weiß ich nicht, was ich mit dieser Information anfangen soll. Aber mein Verhältnis zu allen anderen ist nicht einmal auf der Hälfte. Außer mit Brad. Mit Brad habe ich noch nicht geredet. Vielleicht sollte ich einmal mal meine Schlauchbootgoschen. Ja, weiß das schon. So, haben wir jetzt irgendwo. Mein Gott, weil vielleicht zieht er einmal Schuhe und Hosen aus. Aber was ist mit ihm? Was ist mit ihm? Da, geh hin. Geh hin zu ihm. Bist du deppert oder was? Hey, alles senkrecht? Du überwachst die Taucher und ich sehe nach dem Boot. Kein Prop, Bob. Du stehst auf dem Boot. Neugierig, du steckst hier fest, genervt, bin Das immer ist lästig, mein ich bin immer Das lästig. ist jetzt echt kein Spiel mehr, Conrad. Das Mach's ist echt kein Spiel ordentlich mehr. oder lass es. Ja, klar. Mach's ordentlich. Kapiert. Im Ernst.
höhnisch. Perfekt. Reiche Kids können wohl immer Urlaub machen, wenn ihnen gerade danach ist, schätze ich. Hätte ich auch gesagt. Die verdammten reichen Leute, die machen immer nur Urlaub. Immer nur am Urlaub machen. Was wenn wir mir jetzt da, wenn wir mir das jetzt nochmal anschauen. Das ist kein normales Wrack. Hoffentlich kriege ich deswegen keinen Ärger. Die Frage ist ja, ob auf den Wrackbeutel vielleicht irgendwas Verstecktes erkennbar ist. Vielleicht sollten wir mal genauer schauen. Aber wahrscheinlich bin ich einfach blind wie ein Stein. Ja, war genauso interessant wie vorher. Hauptsache Deepfalzen-Kamera, das ist einmal wichtig. So. Moment, jetzt drehe ich mich mal richtig hier und dann bleiben wir einfach mal so stehen. Ich würde jetzt einfach vorschlagen, dann bleiben wir jetzt einfach mal eine Zeit so stehen. Wir wissen nicht warum, aber wir bleiben einfach mal so stehen. Und dann gehen wir unter Deck und weiß ich auch nicht, was wir dann tun. Was passiert denn, wenn sie das Beutel anschaut? Hat sie auch so Vorahnungen? Nö. Nö, offensichtlich nicht. Was bitte? Es ist schon wieder Neine. Möchtest du mich verarschen? Wetter ist gut. Ich bin hier der Captain. Kennst du mit dem Ding aus? Nein, ja nicht. Tschück, Wetter ist gut. Ich Captain, Wetter gut. Oh. So, was kann man da sonst noch mal? Nix. Hoppala. Ah ja, gut. Also recht horrorig ist jetzt noch nicht. Das ist auch nicht schlimm. Ist auch nicht schlimm. Braucht sie eine Bieselpause? Braucht sie 2 Minuten Bieselpause? Habe ich es richtig verstanden? Falls ja, schreibt es in den Chat ja oder nix. Und sobald einer bieseln muss... Oh, da haben wir einen Schubladen aufmachen können. Schau hin, schau hin. Okay, da haben wir vorher gerade nicht einige können. Sie kann es jetzt auf einmal. Da haben wir ein neues Battle, neue Vorahnung. Behängen sich eine Battle verbrennende Schiffe in sein Schiff. Warum behalte ich die bloß? Das ist also der Kommentar dazu. Man schaut sich immer das Battle an. Hey, ich bin Captain von einem Schiff, ich habe ein nagelneues Schiff gekauft, voll geil. Und dann hänge ich mir das in mein Boot. Das Schiff ist es doch nicht. Ich weiß jetzt auch nicht. So, an der Stelle. Keine Angst, das ist noch nicht vorbei. Es müssen ein Haufen Leute zum Bieseln. Los geht's. Jetzt in der Zwischenzeit. Es geht gleich wieder weiter. In der Zwischenzeit, as always, möchte ich mich bedanken für euer Vorbeischauen an knapp 900 Leute. Herzlichen Dank auf Twitch und YouTube gleichzeitig natürlich. Falls es euch gefallen hat bis jetzt, drückt einen Daumen nach oben. Das hat mich narrisch gefreut. Vielen herzlichen Dank an alle neuen Mitglieder und an alle Donator. Und ihr wisst wie es ist. Gefreut mich narrisch. Und ich bin sehr erstaunt, wie schnell die Zeit jetzt vergangen ist. Ja, Kruzifixe, da spinnst du oder was? Ja. Also keine Ahnung, was ich da dazu sagen soll. Das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Das sage ich, aber es ist mir jetzt nicht aufgefallen. Das heißt, bis jetzt ist cool. Bis jetzt ist cool. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir wahrscheinlich jetzt so ziemlich viel Charakterentwicklung erleben werden. Also nicht... In der nächsten Stunde kann es vielleicht ein wenig ruhig dahin gehen, aber spätestens am Montag bin ich mir fast sicher, dass dann Horrorhausen ziemlich anziehen wird. Ist nur eine Vermutung, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ja. So, dann dürft ihr mal langsam wieder zurückkommen. Holt euch eine neue Halbe. Ich hoffe, ihr habt es, wart's beim Bisseln, ihr wart's beim Gnädeln, was weiß ich, was überall wart's. Vielleicht wart's auch noch schnell beim Schleidern. Keine Ahnung. Dann drückst jetzt nochmal auf den Knopf nach oben, damit nichts passiert. Und dann schauen wir uns einen runden Depp-Foto vorschlagen. Habt ihr überhaupt den super coolen Effekt bemerkt, der da hinter mir ist? Mit den Sachen, die da umeinander fliegen. Also, wenn das nicht einmal hier
die Creme de la Creme des Stream-Daseins ist, Alter, was ist denn? Stucki, vergeht's gut für die Mitgliedschaft im Vollbisquat. Ab in den Chat, aber dort bist du Stucki. Auch an dich ein Dankeschön, wie an alle anderen natürlich auch. So, Mamma Mia! Jetzt geht's weiter, da ich vorschlagen. Das da ich vorschlagen. Ja, ruhig, das ist schön spät, das gefällt mir, da kann man sich zurücklassen, ein wenig, hört man ein wenig zu, was sie so zum Faseln haben, das gefällt mir gut. Ein wenig ins Mikrofon einsäufern, jawohl, jeden Scheißdreck absagen und Blätter herrennen, genau mein Wieder, Alter. Genau mein Wieder, Alter. Da bin ich sowas von dabei, dass du sagst, gibt's das. Weiter geht's! Wer vom Scheiß ist noch nicht da, ist ein Pech gehabt. So. Ja, wir haben es gesehen, verstörende Bilder irgendwo. Oh ja, dann bleiben wir noch kurz so stehen. So bleiben wir noch schnell kurz stehen, weil das Fenster links oben, das wirft so ein schönes Licht in den Raum. Das ist wirklich... Das wollte ich nicht sehen. Stalin! Stalin mit 2A. Ich geh jetzt aber schwer davon aus, du bist der Russ. Außerdem wirft er schon wieder mit einem Zehner. Der Laufer hat's genau benannt, dem gefällt Leute brutal, D. Wer hat was genau benannt und wer schreit was? Stefan, der Laufer hat's genau benannt. Ich hab überhaupt nichts verstanden. Leid, ist gut, jetzt nicht wieder eskalieren. Jetzt war's so schön ruhig. Nicht wieder eskalieren, das tun wir nicht. Das tun wir nicht. Dankeschön, Leute, danke. Danke für den Zehner, danke für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat, habe ich Mr. Stalin. Hey, oh. Fliss! Da vorne, ein Boot. Fliss. Sie hat sich auch wie ein Wuckel im Bauch noch weh. Was wollen Sie? Entschuldigung, ich hab da ein bisschen einen Fliss. Geringschätzig, sieht aus wie ein Fischerboot. Das ist die Küstenwache, das sagt Ein Boot der Küstenwache. Wir gehen nicht in den Knast. Was machen wir jetzt? Ja, wir fahren mit 400 km/h davor, das geht ja offensichtlich besorgt, das ist seltsam. Sei still und lass mich das regeln. Wir machen gar nichts. Ich bin der Captain. Sei still und lass mich reden. Ich bin der Captain. Verstanden? Ich hab die Töpfe. Lass mich das regeln. Okay. Was sind denn das für Küstenwachen-Idioten? Wir haben einen Taucher im Wasser. Wütend. Hey, verschwindet hier! Was soll das denn werden? Hey, das Boot ist kaputt, siehst du? Unser Boot! Das regeln wir schon, Mann. Ist kein Problem. Was meinst du, würden 10 Mäuse reichen? Mein Fehler. Sagen wir 20. Oh Mist. Meinst du doch eher 30? Krieg ich noch hin? Echt jetzt? Okay, Jungs. Ihr könnt echt gut feilschen. Schon gut. Hier. Nehmt einfach den ganzen Pott. Jetzt hört auf, 10 umeinander zu schmeißen, oder? Der Jonas heut sie gleich OAN runter auf der Eudel FM Schiff D. Ich weiß nicht, wer der Jonas ist, aber mir ist nicht. Was waren jetzt diese Afrikaner-Piraten? Mit dem Glashaum. Und denen wirft er so das Geld hin. Oh, das wird dann nur zum Verhängnis, der Getunte. Tut mir leid. Wer hat vorher geschrieben, dass wir einen Piloten noch sehen? Das war er wahrscheinlich. Conrad hat was von einer Öffnung gesagt. Conrad, wirklich? Wirklich. Beim Heckgeschütz. Ah, gut gemacht, Conny. Der Scheißflieger ist kaputt ohne Ende und ihr Taucher braucht's mir nicht erzählen, dass Eine ihr Luke, da kommt das ihr Boot über euch nicht herz. Der ganze Bus ist hin. Jetzt aufpassen, jetzt. What? Ah, Mist! Soll ich nicht aufpassen? Soll mir weh, du! Hey, Vorsicht! Kann gefährlich sein. Ladies first. Hoffentlich haben wir Tetanus geimpft, sonst hat uns. That ass. Es ist aber. Ich will nur mal kurz anmerken. Heilige Scheiße, Alex, wir haben's geschafft! Ist doch unglaublich! Ein Traum wird wahr! Da war was. Sehen wir uns doch lieber etwas um. Los, los, los!
Ich weiß nicht so recht, was ich von den Vorahnungen halten soll. Die haben so massiv weit aus dem Kontext gerissen. Das, was, die Regel Nummer 1, das Julia, tut man halt nicht stopp. da reinschauen. Das tut Da man passt nicht. du nur ohne Tauchgerät rein. Zu riskant. Das Rohr ist ziemlich eng, wenn du ohne Kreislaufgerät stecken bleibst. Natürlich gehen wir da rein. Natürlich, weil wir Sei jung nicht und so ein dumm sind. Weichei. Ich schaff das. Sei nicht so ein Weichei. Ich schaff Im das. Ernst jetzt? Bin ich tot? Was geht hier vor? Wir sollten Sag sowas. dir mal was, Feigling. Es geht in Tosen, ich garantierst du. Geht in Tosen, garantiert. Schau, jetzt passt da nur eine. Zweimal hat's eine passen. Zweimal. Der Krakenmann! Lass doch den Krakenmann sein! Ruhig schnaufen, ich den sterben da drin, sag ich dir, was ist. Allerdings da die auch mit der. Bau hier unten Scheiße und das war's. Eine Chance, kapiert? Ist doch eh gut gegangen jetzt. Chill mal. Ganz ruhig. Ich Mir bin geht's lässig. gut. No problemo. No problemo, ich bin so lässig, Alter, ich schwimm da noch mal. Was? Suche läuft. Durchsuchtes Gebiet 1, 2, 3 sauber. Das war ein Rettungsflugzeug. Seenotrettung, von einer Flugplan. US-Basis. Einsatz, Sichtflug, Suchmission. Flugzeugtyp B29, Seenotrettungs... da war's ja der B irgendwas, also ein anderes Modell, wo man eigentlich auch für einen Kampfbomber hernimmt. Habe ich das richtig verstanden? Aufklärungsflugzeug, Flugzeugskennung, bla bla bla, unleserlich, Kowalski! Kowalski! Optionen! Der Pinguin. Die Pinguine von Madagaskar haben die geilsten, Alter. Kowalski! Rollkommando! Was? US-Stützpunkt, Insel unlöserlich, Ziel unleserlich. Na gut. Das war eine Rettungsmission. Gut, dass wir fast draufgegangen waren dabei. Das hat sich richtig rentiert. Was haben wir da? Das, Mann, schaut mir noch eine Patrono, hä? Geheimnis Einschusslöcher. gefunden. Der ganze Rumpf durchsiebt. Brad flippt noch aus, wenn er das sieht. Der Camouflage schreibt gerade, das Bombermodell war B25. Okay, aber sie sind sich wahrscheinlich sehr ähnlich. Wahrscheinlich hat der Bomber mehr Leistung, weil er muss auch viel mehr schleppen wie ein geschissenes Rettungsflugzeug oder ein Aufklärungsflugzeug. War wahrscheinlich leichter, weil es weiter fliegen muss und so weiter. Kenne ich mich auch nicht aus. Ich meine, bin ich Jesus. Im Bombengestell hängen Rettungsboote. Was für ein Bombengestell? Ich meine, das war ein Aufklärungsflugzeug. Hat das auch Bomben dabei gehabt? Weiß ich nicht. Eins von den Rettungsbooten fehlt. Ob sie es benutzt haben? Mal sehen, was es sonst noch gibt. Ja, die Rettungsboote liegen da natürlich seit 50 Jahren, 60 Jahren, 70 Jahren. Und haben sie noch nie nicht gekriegt. Mein Gott. Also das brauchst du mir doch nicht erzählen, dass ein menschlicher Organismus, ein Körper, da jahrzehntelang unter Wasser ist und nicht verwest. Also komplett vom Fisch zusammengefressen wird. Ein Skelett lasse ich mir eingehen. Aber das... Okay, halte mir Maul, Er hält was fest. Aber das Gewand verfault ja auch, oder nicht? Oh, der hat was in der Hand. Was hat er in der Hand? Wahrscheinlich das Foto von seiner Alten. Foto, du, das Foto von der Alten. Der hat das Foto von der Alten in der Hand, ja. Was ist hier nur passiert? Was werden passiert sein? Flugzeug, denke, Einschusslöcher, es ist Sie abgestürzt. wussten um ihr Ende. Und liegt im Meer. Was kann jetzt da passiert sein? Ich glaube, sie wollten Spaghetti kochen. Wir müssen hier raus, jetzt!
Haare frei. Kein Interesse an uns. Komm schon. Entschuldigung, wenn ich da... Entschuldigung, wenn ich da jetzt unterbrich. Aber ich tauche hier in ein unbekanntes Wrack. Hab grad ein Skelett gelootet. Dann kommt ein Hai. Jetzt auch noch Haie. Komm her, du Hai. Niemand. Jemals. Warte. Okay. Ich dachte, das ist der richtige Zeitpunkt, aber ich war mir auch nicht ganz sicher. Ja, musst du jetzt einen Heiratsantrag, du Trottel. Sicher sein. Was willst du? Weißt du, Oh, unter Wasser sieht man schlecht, aber ich knie vor dir. aha. Julia, willst du mich heiraten? Du verarschst mich, oder? Was? Ist hier irgendwo eine versteckte Kamera oder so? Kommt raus, Leute, aufgeflogen. Julia, ernsthaft? Ja. Alex, wow. Das gibt ja eine Story. Mit Happy End? Ja klar will ich dich heiraten. Happy End ist immer gut. Okay, starker Held. Wollen wir jetzt aus dieser nassen Todesfalle fliehen? Interessante Frage. Wo hat er den versteckt? Hier, Julia. In einem Neoprenanzug tust du schwer. Ich mag's gar nicht so genau wissen. Hey, wo kommt das andere Boot her? Warte. Julia. Jetzt bin ich hier gespannt, ob ist sie die zwei noch oben Dekompression. sind. Hey, Scheiße. was zum Teufel? Wir müssen darauf. Warte, gut. die Dekompression. Die Dekompression stimmt, ist ja. wichtig, weil sonst Die stirbst du halt Dekompression. einfach. Aber die geht ja mit dem super tollen CO2-neutralen Schieß mich total. Geht ja nicht super schnell, hat's geheißen. Oh mein Gott, das dauert ja ewig. Das ist sind ja wir nicht dumm. Folter. Noch der ein paar mal. Sekunden. Okay, jetzt. Los, los. Ja, da hätte man gleich aufgehen können. Hey, was zum Teufel ist hier los? Was war denn los? Alles cool, Mann. Alles wieder am Lot. Ja, aber was? War Grill? Was? Oh, gar nichts. Dann Ich fasse kurz zusammen. Da haben gerade afrikanische oder was auch immer irgendwelche Piraten kommen und machen irgendwelche Sachen. Dann wirft er das Gate hin, als war der Obermacker fucking himself. Und dann zündet sie einen Grill und der explodiert. Und dann fahren die anderen weg. Was? Bruder hat einfach meinen Grill in die Luft gejagt. Conrad, bist du bescheuert? Warum bezahlst du das mehr? Ja, das frage ich mich auch. Warum bezahlst du das mehr? Ein paar Fischer hatten einen Schaden an ihrem Boot. Sie hingen in der Tauchleine fest. Ach, so war das. Genau. Und Botschafter Conrad hielt es für schlauer, sein Geld wegzuwerfen, als ihnen den Schaden zu bezahlen. Du blöder Arsch. Wieso soll die nie einen scheiß Schaden bezahlen, wenn es zum Bodeln sind? Und fahren einfach in Boje ein. Mit 400. Wen juckt's? Ist doch egal. Mich interessiert, was ihr gefunden habt. Tja, das Flugzeug. Es ist riesig. Voll mit coolem Zeug. Oh mein Gott, Leute! Ja, mit könnt ihr mal alle Rettungsboten. eine Sekunde still sein? Holy shit! Alter, Glück! Nochmal zusammenfassend, er hat ihr gerade einen Heiratsantrag gemacht, okay? Daraus schlussfolgere ich, die zwei haben nicht erst seit einer Viertelstunde zusammen, okay? So. Trotzdem hat der Bruder den an Alex nicht gekannt und heute auf dem Boot das erste Mal getroffen. Was ist das? Gut gemacht. Komm rauf und wir feiern. Eine Grillparty. Mit jeder Menge Spiritus drinnen. Glaub ich. Oh. Der Geschichtenerzähler. Bin gespannt, was er sagt.
Bricht er nicht das Knack? Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wollen mit den großen Fischen schwimmen. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Und Julia, die große Liebe von Alex. Und sie fühlt ebenso. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Oder vielleicht eher arrogant. Und dann ist da Captain Fliss. Stark, direkt und stur. Und Goku. Sie scheint mir irgendwie immun gegen Conrads Charme. Zumindest bisher. Ja, weil der Conrad mit Verlaub stockschwul ist. Das interessiert unser Kampflespen-Captain Fliss, Bauchnobi-Fliss nicht. Ich versichere Ihnen, was für Sie Charme. helfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen, die Sie später schätzen werden. Gute Arbeit. Manella oder Da Manella schreibt, erinnert mich an Until Dawn. Ja, das Spiel ist der direkte Nachfolger zu Until Dawn. Senfgeier! Vergesst für die 30-40, bis sie sind alle deppert. Können alle sterben. Also bis jetzt sind alle ein bisschen... Wir waren gerade erst dem sicheren Tod entkommen und... Naja, so sicher war es nun auch nicht. Und dieser Klopskopf. Klopskopf? Dieser Klopskopf holt einen Ring von wer weiß woher. Genau, wo war der Ring eigentlich? Ein Gentleman genießt. Klopskopf? Ich übersetze das jetzt einfach mit direkt in Gnädelschell. Beibemerkt, diese Lady war beeindruckt. Ja, gut gemacht, Bro. Wollte Conrad nicht erst Fliss helfen und dann mehr Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trink mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weitergetrunken. Und weitergetrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich suche ihn mal. Oh, da steckte ein Geschoss im Flugzeug. Es ist unter Deck, wenn du mal gucken willst. Und? Zukünftige Mrs. Julia Smith, wie klingt das für dich? Sie ist so eine, sie besteht drauf, ihren Nachnamen zu behalten. Ja, Sehr weiß in im nicht, Gesicht. ich mache gerade Karriere unter meinem eigenen Namen. Den wollte ich ja eigentlich behalten. Na gut, nimm doch zwei Namen. Einen Künstlernamen und einen echten Namen. Nein. Oh je. Nein. Du hast dir es nicht nochmal überlegt? Nein. Ich nehme meinen Natürlich eigenen nicht. Namen. Nein. Ich schaue aus, auf als keinen wäre Fall. ich die lästige Eure. Also, Ich glaub bin ich ein nicht. Rasensprenger. Hey, da! Vergelt's gut! Oh, der schöne Grüße aus Zeibe, schöne! Schöne Grüße aus London zurück, vergelt's gut! Ist alles in Ordnung? Mit uns? Naja, 5 Minuten nach dem Heiratsantrag bin ich ja diejenige, die dann sagt, wir haben Probleme. Ja, okay. Wir haben Probleme. Aber die hat jeder, oder? Ja. Ich denke schon manchmal darüber Vor allem nach. 5 Minuten nach dem Heiratsantrag hat jeder Probleme. Soll ich was Vor allem ihr. ändern? Vielleicht wird alles gut, aber ich sag lieber mal ja, heiraten wir mal Runden. Keine Ahnung. Aber wir sind hier. Und wir sind verlobt. Also leben wir im Jetzt. Im Moment. Vielleicht wird alles gut. Im Moment? Ja. Klar. Okay. Ich komme damit nicht klar. Alex. Wo ist mein Bruder? Ich weiß nicht. Das sagst du häufiger. Hör auf. Ich werde ihn suchen gehen. Hey, meinen Bruder gesehen? Oder Fliss? Nein, ich war abgelenkt. Holen wir sie. Klar. Also, wann passiert... Depp, Bub. Oh. Was schon? Oh, Irgendwas mag ich daneben gebuppt. Ich möchte mich offiziell für meinen Bruder entschuldigen, der hier geiler Teenager spielt. Hey, da vergeht's ist gut. Okay. Ich komme mit Kindern klar. Conrad, Bier. Kann man noch wo nicht ist sagen das? nach so kurzer Zeit. Ach ja, das Bier. Wollte ich gerade holen. Es hält mich halt's bei der Stange, sag ich euch, was ist. Weil wissen mich, wann es endlich losgeht und was überhaupt und sowieso. Okay, wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Blog an. Vielleicht finden wir raus, warum das Flugzeug da war. Wo ist er denn? In deinem Koffer. Okay, ich hol ihn. Der Navigator ist in ihrem Koffer, aber sie weiß nicht.
Hey. Was ist das? Da liegt was. Was mir gut gefällt, ist, dass das so filmisch aufgebaut ist. Das gefällt mir sehr gut. Sehr gut. Das hatte ich schon lange vor. Das ist doch irgendeine Kamera, oder? Warum beim Tauchgang? Das sollte in Erinnerung bleiben. Warum kann ich die nehmen? So in Erinnerung. Ah. Eins muss ich dir lassen. Die Frage der Frage auf dem Grund des Meeres zu stellen, ist ziemlich Irgendwann haben wir mir auf dem Battle irgendwas Seltsames. 100%ig. Dass du mal sesshaft wirst. Bin stolz auf dich. Ohne dich hätte das nie geklappt, Bro. Bro. Was meinst du damit? Meinem Herzen. Immer ein bisschen genauer schauen. Auch nicht. Und ich meinte das Studium. Egal. Brüder für immer, Bro. Da haben wir schon soweit. Was ist das? Ja, das ist der andere da vorne, oder? Es schaut ein bisschen aus wie der E.T. Hat jemand E.T. nicht gesehen? Falls nicht, Naja. du bist raus. Ein bisschen zu gefährlich für meinen Geschmack. Sie sagt jetzt natürlich diese Battle Wie oft muss ich sagen, du sollst nicht so weich sein? mit dem... Hey, hast du den Blog? Sorry, ich war abgelenkt. Na los, holen wir ihn. Was ist denn jetzt passiert? Ich hab doch gerade das Zeug geschaut. Das war ich gleich wieder dick. Hab ihn. Gehen wir hoch. Jonas! Vergelt's dir wieder 5 Euro! Stefan, da geh ich da. Wir drüber reden, was passiert ist. Später, Alex, okay? Bester Stream. Bester Stream gleich! Genau, hier. Ja, ich hoffe euch, dass euch sowas auch gefällt. Mir unterhalt's gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Da fällt mir ein, in meinem Urlaub in der Sommerpause habe ich die dritte Staffel? Die dritte Staffel The Walking Dead gespielt. Von Telltale, die letzten Sachen. Holy shit, war die gut. Schade, dass ich mir die nicht für den Stream aufgekommen habe, weil das hätte man auch easy spielen können. Das war richtig gut. Maxel! Maxel! Fix Mario Hashtag nach Hause telefonieren. Hashtag IT nach Haus telefonieren. Merci dir. Das hätte keinen 10er kosten müssen. Dankeschön. Wie immer kein Widerstand. Okay, Leute, hört mal her. Mandschurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Wo denn das jetzt hier? Also, Captain, Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow. Habt ihr noch mehr? Da war ein Flugplan, der es anscheinend als Rettungsflugzeug ausgab. Ja, macht Sinn. Nach dem Krieg machte man aus Langstreckenbombern Rettungsflieger. Und dieses Flugzeug wurde abgeschossen. Das war übersät mit Einschusslöchern. Da war ein Steckschuss im Flugzeugrumpf. Und es war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Nein, hey. Sie waren respektvoll. Nein, ihr habt getan, was ihr wolltet. Was ihr auch habt, ihr habt zu viel. Ach komm schon, niemand weiß, dass wir da unten waren. Keiner Und ich weiß glaube, davon. Geister reden nicht. Ihr Amis seid doch alle gleich, oder? Keinen Respekt vor Traditionen. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Und wieder. So habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, habe auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Brad, kennst du eine Gruselstory? Ja, ich hab was gehört. Das hier irgendwo passiert ist. Lass mal hören. Jetzt wird's interessant. Irgendetwas Gruseliges Brau. Ja, her mit der Raus Geschichte. damit. Dein Seemannsgarn ist bestimmt gut. Die ist aber echt krank irgendwie. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Ah ja. Klassisches Szenario. Warte, sie soll wahr sein? Natürlich. Wo hast du sie her? Der gemeine Wenn ich's Leuchtturm unbedingt mitten wissen im wollt, sie stammt aus den Wasser. verrotteten Seiten des schaurigen alten Bordmagazins, das ich auf dem Hinflug gelesen habe. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht, Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend.
Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Sie kommt aus Atlantis und es ist die Geschichte vom Aquaman. Psst. Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Steve, vergessen Sie wieder den Euro. Steve! Ich konnte es leider nicht lesen, Entschuldigung. Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Okay, gut, dann war es ein Fleischhaken. Sie wurden damit aufgeschlitzt und an den Sparren gehängt. Moment, du änderst die Mordwaffe? Ich dachte, das ist eine wahre Geschichte. Da war viel Blut. Ein Gemetzel. Wer weiß schon, wie sie starben. Okay, also, wer war's? Also, die Frau, immer noch hysterisch, sagt, ihr Ehemann war es. Und er ist noch da. Im Wandschrank. Ha, der Ehemann, was? Soll das eine Was ist das für ein Wandschrank? Ist der rund? Warnung an zukünftige Beute sein? Hey, keine Rückzieher. Du bist verlobt. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber er hat sich die Eingeweide mit dem Fleischhaken herausgerissen. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Das ist furchtbar. Heyo, super Wendung. Schön. Nicht schlecht, Kleiner. Du Wichser! Coole Story, ich fand sie Bro! gut. Ziemlich cool. Das war ganz schön billig, Kumpel. Okay, ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen, das Wetter wird schlechter. Nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es... Maxi, vergeht's gut! Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Aha. Wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, Ma'am. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus. Also, das ist schon ganz geil gemacht. Da kannst du sagen, was du... Ich find's ziemlich geil gemacht. Das ist gut gemacht. Er hat natürlich keine, wenn der andere Tier aufreißt wie ein Vollgasnarische. Quick time like a boss! Ach, wir haben's schon. Warum? Wir haben ihm doch gerade Flaschen über den Schild gezogen. Ah ja. Die Fische, die nicht mehr das Geld so hingeworfen haben. So. Maximal arrogant. War eine gute Entscheidung,
Entknebeln, entknebeln. Wieso kann ich da über... Achso. Zingibi, das Spiel ist echt geil, aber du hast da noch nicht eingesorgt. Das ist noch nicht passiert. Wir haben aber auch Blair Witch abgehärtet, muss ich auch ganz ehrlich sagen. So, reden, entknebeln. Wir dürfen beide entknebeln. Das ist wichtig. Damit jeder seinen scheiß Senf dazugeben kann. Ja, von dem Schlauchboot das Bandel reißen, das tut wahrscheinlich weh. Ha! Julia, alles okay? Ich glaube schon. Ob das so eine gute Idee war eigentlich, die kommen ja wieder zurück. Ja, schlechte Idee. Das ist der Mann mit der Flasche am Kopf. Hey! Verdammt! Aufhören! Nein! Bin fast frei. Was ist denn los mit dir? Herr Rotbart, Herr Rotbart! Vergeht's gut, vergeht's gut! Herzlich willkommen im Vollbier-Squad! Ab in den Chat! Habe Mr. Rot Beutelsepp. Aber Thierry, vergeht's gut, Leute. Hey, also, schlechte Neuigkeiten. Wie bitte? Das kann noch schlechter werden? Ja, also das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, verdammt, Conrad. Doch gute Neuigkeiten? Großartig. Ich habe sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Hey. Alex, was werden die uns antun? Ich will es nicht mal wissen. Ich will hier raus. Wir sind in großer Gefahr. Da ist er aber ganz schlau, der Alex. Wir müssen uns losmachen. Die haben nicht ausgeschaut, als taten sie sich jetzt was zum Essen machen und euch einladen. Nein. So wie ich aber vorher schon gesagt. Das klappt nicht. Los doch. Nicht gut. Oh Gott, nicht aufpasst, noch schlechter. Arschloch! Dich komme ich später holen. Niemand weiß, dass ihr hier seid, kleine Lady. Ihr seid hier ganz allein. Machen wir das Beste draus. Du kannst mich mal kreuzweise, du Stück Scheiße. Du hast Ja, sie gehört. ganz tolle Antwort. Noch bessere Antwort, du Volldepp. Ja, verdient, hat er verdient. Wenn du in so einer Situation das Maul nicht halten kannst, hast du ihn verkackt. Ja, kann ich jetzt auch nichts machen. Kann ich nicht helfen, das wird's gewesen sein. Das kann ich nicht, das... Was wollt ihr, Wichser, denn? Da ist nur gestanden, was wollt ihr, nicht was wollt ihr, Wichser. Nicht gut, Konrad. Langsam. Ruhig. Bitte. Hör auf, Mann. Da hat jeder normale Mensch dazu. Das Hör auf. später. Bitte. Hab ich gesehen, ich darf nicht so viel schmatzen, weil da so viel passiert und Ding. Deiner besten Seite, kleiner Mann. Ja, fügen. Okay. Fügen. Okay. Die Typen haben Messer. Das ist schlecht. Ja, das ist auch eine dumme Idee. Das ist auch dumm. Julia. Was ein bisschen seltsam ist, sie sagen nicht, was sie wollen. Oder warum die jetzt da sind oder überhaupt.
Der Gurkendieb schreibt, hättest du ihn anbläht, hättest du ein Ohrwaschel weniger. Hätten sie ihm vorhin das Ohrwaschel abgeschnitten. Aufhören, lass sie los! Interessant. Warum wollen sie an jeden Einzelnen da aussehen? Hey! Schwarkopf! Halt die Scheißfresse! Die Scheißfresse? Sie werden sie nicht schlagen. Haben Sie Fliss auch nicht. Fliss scheint schon ziemlich dicke mit ihnen zu sein. Ja. Dicke Lippe riskiert. Wo ist denn mein Bruder? Ich weiß nicht, geht ihm sicher gut. Diese Typen wollen bestimmt nur Geld oder so. Okay. Dreh dich um. Versteck deine Hände. Wenn wir Julia haben, können wir sie vielleicht überraschen. Okay, sie kommen. Nein, verdammter Mist! Julia, sag mir, was passiert ist. Sie haben nach unseren Eltern gefragt. Was? Wie viel Geld sie haben. Alex, tut mir so leid. Wie gesagt. Was ist denn? Sie haben meinen Ring. Hey, schon gut. Wen juckt denn jetzt der Scheißring, Alter? Jetzt können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben. Snitch, miese. Irgendwo schon, ja. Aber wie vorher gesagt, es geht immer nur ums Geld, immer. 6. Das ist der einzige Grund, warum wir uns den ganzen Tag alle gegenseitig umbringen. 8 Sekunden. Kaum was vergunnen und. Strom ist 8 Meilen weg. Aber was weiß ich schon. Boot, nehmen wir das doch. Ja. Das ist ein Schnellboot. Der Cheftyp, der hat eine Knarre. Vielleicht schafft's einer von uns zum Boot. Ja, aber der Alex hat eine Unterhose. Wenn ihr sie ablenkt, komme ich aufs Boot. Der Typ mit der Knarre wird nichts merken, bis ich lange weg bin. 7 Sekunden. Das Boot fährt mit einem ultraleise Luftmotor. Das hören Sie. Wir knacken sie, während es donnert. Gute Idee. Ich gehe durch das Fenster und dann zum Boot. Und ihr lenkt sie ab. Conrad, du konzentrier dich und geh zum Boot. Okay, dann los jetzt. Okay, jetzt bin ich gespannt, was Ding wird. 3, 4, 5, 6. Hey, was denkst du dir? Was zum Teufel, Jungs? Ich hab doch gedrückt. Conrad, geh auf das Boot. Ja. Für dich das gerade so cool. Ja, das ist ja super. Haben wir schon mal gehört heute. Du kannst mich mal. Kann ich jetzt? Nimm's Messer! Nimm's Messer! Okay, aber vergiss, dass er Pistolen hat. War dumm. Lauter Amateure hier. War dumm. Ich schaff das. Ich regel das. War dumm. Aber mit dem Boot wegfahren ist auch dumm. Was tust du, du Idiot? Vorsicht, mach's nicht schlimmer. Denk nach, was du tust, Bursche. Conrad, komm schon. Wir kriegen diese Arschlöcher. Das Kind will mich umbringen, Olson. Was, der gibt seine Pistolen her? Natürlich nehmen wir, wenn ich jetzt aufs Boot gehe, dann schießt er mit dem Mongo. War dumm. Bring sie nach und... Jetzt gibt's Ärger. Benutze sie falls nötig. Jetzt gibt's Ärger wahrscheinlich. Ja, schlecht, jetzt gibt's Ärger.
Setzt euch. Da drüben. Du, genau hier. Setzen. Jetzt. Wenn wir fliehen, Arrêtez, dann schießt er uns halt einfach. C'est mon bateau! Glaube ich. Stop! Was weiß ich? Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule. Gib ihr halt Hosen. Wer soll sich nur konzentrieren, wenn die alte halbe Nacke umeinander rennt? Was schon? Zuerst Komm denken, her. dann klicken. Welche super schlau. Wenn dir der Typ die Knarre herholt, weißt du, wie lange du brauchst, bis du in das Boot einkommst, den Motor anmachst und wegfährst? Dann glaubt das auf und hält die Knarre und schnell bringt die um. Ich weiß nicht, wie es im Spiel ausgegangen war, aber alles in echt war einfach nur dumm gewesen, da jetzt das Laufboot zu fangen. Also, das nimm ich die Knarre und wenn ich die nämlich krieg, dann haben sie alle verkackt. Außer sie ist leer. Was wir noch nicht wissen. Wer erzählt mir denn jetzt von diesem Mandschurei-Gold? Das kann ich nicht wissen, dass er entkommen wäre. Ich hab das Spiel noch nicht gespielt. Und bin mit Sicherheit nicht der Einzige, der nach der Knarre gelangt hat. Mach kein Auge, Bruder. Scheiße, du hast es vermasselt. Wir hätten das Boot zurückhaben können. Ja. Frage dich! Lang nicht mehr gesehen! Okay. Vergeht's wieder einen ins Halt die Fresse! Lass uns doch einfach nur reden. Du willst reden? Dann aber leise. Ich sag, wie es ist. Fliss muss damit zu tun haben. Sie und diese Typen stecken doch unter einer Decke. Interessante Sie Theorie, steckt Alex. Ketten und sie rühren sie kaum an. Interessante Sie Theorie, hat ihm Alex. vom Mandschurei-Gold erzählt. Sie hängt da mit drin. Hast du den Verstand verloren? Wie kommst du auf diese Scheiße? Wie kannst du es wagen, du überprivilegierter Arsch? Ihr macht gemeinsame Sachen. Beleidigen mit den Worten, du überprivilegierter Arsch. Niemand. Jemals. Du hast uns in die Falle gelockt. Hey, Arschloch! Halt die Klappe! Sitzen bleiben, alle. Den habe ich, glaube ich, gerade noch erwischt. Du, komm jetzt mit. Interessante Frage, Herr Gregoritsch. Interessante Frage, Herr Gregoritsch. Wo ist denn eigentlich der andere? Wo ist denn eigentlich wo ist denn der Bruder? Schlufft der am weiß ich nicht, im Kamin drin? Noch keiner gefunden. Noch dauert. Versuchst du was? Irgendwas Krummes. Dann gibt es Konsequenzen. Verstanden? Weißt, der Typ kann die Sprache nicht richtig, aber benutzt das Wort Konsequenzen. Ja, warte, voll! Ich kann es leider nicht lesen. Es gefreut mich, wenn es dir gefällt. Bitte Wetterbericht. Over. Duck, wir hören Sie. Ist alles okay? Over. Ich bin ein Rasensprenger. Simka! Hab schon mal unprivilegierter Vollprolet zu ihm gesagt. So ist es. Warum? Willst du mit mir spielen? Ja, unterprivilegiert ist wieder. Ja, du kannst aber unsere Sprache. Hoppala, das war der andere. Ja, passt. Ignoriere, was ich gesagt habe. Nein! Das war knapp. Das war auch knapp. Wenn der Blick nicht der alles klar, Freund der Sonne, ich fick dein Leben, Brudi, gesagt hat, dann weiß ich es auch nicht.
Warum genau haben wir jetzt eigentlich da umeinander gefunden? Fais tout ce que tu peux! Okay, ja, einfach weg damit. Hey! Bewegung! Jetzt! Danke, schätze ich. Was ist denn mit Brad? Versteckt er sich irgendwo? Ich weiß nicht, wo er ist. Gute Frage, wo ist der Brad? Wir können ihn nicht da unten lassen. Er ertrinkt. Wir müssen ihn da rausholen. Ist zu gefährlich. Brad, Kumpel, komm raus! Los! So, ich verstehe richtig, dass das Schiff leckt und sie sitzen einfach nur da und schauen dumm? Ich weiß nicht, ob ich was versandt, haben sie noch ein Ersatzboot? Das haben sie gerade abgebunden. Wo kommt jetzt her? Ihr Arschlöcher! Alle sind noch am Leben. Das hätte auch anders kommen können. Das denke ich mir schon, dass es anders hätte kommen können. Gutherzig, wie ich nun einmal bin, möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht. Gespannt? Ja! Okay, dann suchen wir doch beim Barden nach Inspiration. Der Kaufmann von Venedig, Akt 2, Szene 7. Der Prinz von Marokko holt eine Schriftrolle aus dem Auge eines Schädels und liest: Alles ist nicht Gold, was gleißt, wie man oft euch unterweist. Jedenfalls haben Sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung erreicht und möchten unbedingt zu Ihrer Geschichte zurückkehren. Aber eines noch: Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. La porte! La porte! Verlassene Vite, la Frachter porte! aus dem Zweiten Weltkrieg. Junior, retire la tête à l'image. Was ist das? Los! Was, wenn wir die vorkommen, das wird mir jetzt dann wahrscheinlich gleich wieder rassistisch angehängt, aber die schmatzen wie im Planetaffen. Los, los, alles, alle, gemeinsam, stark. Was soll das? Wieder verbinden erfolgreich? Hallo? Hallo?
Haut's mal was in den Chat, da ist noch irgendjemand da? Hallo? Muss ich selber mal schnell schauen. Moment. Geht da noch was? Hallo? Irgendwie ist jetzt meine Verbindung abgehackt. Wahrscheinlich geht es jetzt bei der Hälfte sowieso nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Kann keinen Chat mehr lesen. Keine Ahnung, kann keinen Chat mehr lesen. Müsst ihr aktualisieren. Hilft nicht. Ja, haben wir nicht mehr lang. Es ist wirklich, das ist der schönste Cliffhanger seit langem. Wir kommen genau jetzt auf das Geisterschiff. Wahrscheinlich, das ist das Schiff vom Intro. Und wahrscheinlich wird es jetzt lustig. Nö, echt nicht. 2 Minuten haben wir noch. Aber jetzt wahrscheinlich, die Hälfte von euch ist wahrscheinlich jetzt weg. Aber das ist nicht so schlimm. Los, beweg dich! Schauen wir uns noch kurz an. Das schauen wir uns noch kurz an. Es sind Franzosen übrigens. Cet endroit, c'est un foutu cimetière. Es ist ja der reinste Friedhof, aber da können wir uns schon bewegen. Tja, Freunde der Sonne, ihr wisst, was das heißt. Aktuelles Ziel, folge den Kidnappern. Na, schlecht. Hey Jodel! Kannst du mir nichts lesen? Haut hin! Vergesst nicht, wenn ihr Zwickel seht, ich kann Zwickel kosten müssen. Ich kann auch keinen Chat mehr lesen. Und darum. Ein schöner Zeitpunkt. Ein schöner Zeitpunkt fürs Abkacken und fürs Ding. Also ich sehe, dass der Chat funktioniert und so weiter. Moment. Ruhe ist. Sagt, dass alles funktioniert und so weiter. Wahrscheinlich ist der Chat wieder abkackt, keine Ahnung. So. Freunde, Vicky und das Geisterschiff, so, spielen wir mal bis 11, passt schon so und weg ist er, ist das jetzt der Ernst, ich bin noch da, gut, dass ich nicht schon kenne, weil das ist echt ein mieser Cliffhanger. Spielen wir bis 11, nein, ich mag noch ein bisschen, was war los? Bei mir ist einfach die Verbindung abgehackt, keine Ahnung. War nicht mein Internet, ich glaube, dass die Verbindung zu Twitch oder zu YouTube einfach abgehackt ist, irgendwas ist kaputt gegangen. Tja, seht ihr, der Chat bewegt sich nicht mehr, keine Ahnung. Also ich sehe einen Chat in YouTube, der funktioniert. Die Twitcher sehe ich leider nicht mehr. Nein, ist ja gut jetzt, der Stream ist abgeschissen. Ja, das habe ich schon gespannt. Vielen Dank trotzdem. Also einen schöneren Cliffhanger wie das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Haben wir wirklich schon lang nicht mehr gehabt. Erster Eindruck vom Spiel, vielleicht kann ich noch was sagen dazu. Ich habe so eine Art von Spiel, es erinnert mich ziemlich stark eben an The Walking Dead. Ja, das ist ein massiv storygetriebenes Spiel, wo man selber nicht viel spielt im Prinzip, sondern einfach Handlung, Charakterentwicklung, Entscheidungen trifft und das war's dann eigentlich, ja schon ein paar Quicktime-Events. Mir gefällt es sehr gut, ja, auch wenn es vielleicht unterm Stream nicht so den Anschein macht, weil ich gehe immer auf die dummen Entscheidungen und dummes Gelaber von denen Leuten ein, das tue ich immer. Dennoch finde ich es eine nette Einleitung dahin, wo es wahrscheinlich hinführt. Nämlich in dieses Geisterschiff, wo wir gerade gelandet sind. Ich bin gespannt, was passiert, sage ich ganz ehrlich. Und ich glaube, dass das beim nächsten Mal ziemlich gar werden kann. Und da werden definitiv ein paar Leute sterben, meine ich. Da bin ich mir fast sicher. Was ist da los? Hab ich so ein scheiß Signal oder geht's wie in anderen also? Ja, das wäre wahrscheinlich alles. Ich kack gerade irgendwo irgendeine Verbindung ab. Es darf jetzt sowieso nichts bringen, wenn wir weiterspielen. Das ist noch das nächste Mal noch dazu. Was wir jetzt alle munter werden. Es war wirklich die ganze Zeit, ihr habt euch wirklich, das ist faszinierend. Bitte schreibt's mir in den Chat, wenn euch das gefällt. Bitte lasst es mir aber auch wissen, wenn es euch nicht gefällt. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen da. Wenn es euch nicht gefällt, dann lasst einen Daumen unten da. Ja, damit ich sehe, ist es was, ist nix. Letztendlich tue ich es aber trotzdem, weil es mir gefällt. Ich sag's euch, wie es ist. War eine gute Entscheidung. War ein guter Griff. War cool, wenn man Until Dawn auch spielen kann. Ja, das werden halt viele wahrscheinlich schon kennen. Ich kenn's nicht. Ich habe mir auch nie Let's Play so geschaut oder irgendwelche Walkthroughs, keine Ahnung, kenne ich nichts. Aber das werden sie genauso spät mit mehr Film schon fast als Spui, finde ich bombengeil. Sowas taugt mir furchtbar. Private Dinge habe ich vorher schon gesagt, dass ich The Walking Dead in meiner Sommerpause zum Beispiel
durchgespielt habe und das war super gut. Da war ich tatsächlich ein bisschen lästig, dass ich mir das nicht für den Stream aufgekommen habe. Das hätte man definitiv spielen können. Ja, Birger, komm, du hältst doch selbst nicht aus, also treffen wir uns alle am Freitag für Mitternacht. Ja, aber wir müssen irgendwie nur die Zeit überbrücken bis zu unserem Community-Projekt, bis zum 27. September, wenn wir mit FIFA 2 Wochen anfangen und dann in Richtung Halloween kommt nämlich fucking Visage. Ne? Und da wird es dann nochmal richtig übel. Also da bin ich mir fast sicher, dass es nochmal richtig übel wird. Zum Übelkeitsfaktor zu Man of Medan kann ich noch nicht viel sagen. Die das Spiel kann man schon fast nicht sagen, der interaktive Film, der lebt mit 100%iger Sicherheit massiv von Jumpscares und eben von der Charakterentwicklung. Und sowas ist immer massiv schwierig in einem Spiel umzusetzen. Glaubwürdige Charaktere. Besonders nachdem wir, wie hat's geheißen, A Plague Tale gespielt haben, mit dem kleinen Hugo und mit der ich kann mir den Namen habe ich mir damals schon nicht merken können. Da war das zum Beispiel massiv gut, ja. Da fühlst du mit, wenn es dem Burm schlecht gegangen ist oder sonst irgendwas, da wirst richtig grantig. Es ist bei denen jetzt noch nicht ganz so, aber du kannst die Charakterzüge natürlich erkennen, ja, weil es so überspult dargestellt sind, dass fast schon nicht normal ist. So, Freunde der Sonne. Und wieder weg. Jetzt gehe ich gleich. Leo Strille BB schon wieder auf und wieder weg, kurz und knapp. Ja, was soll ich sagen? Jetzt läuft der Stream, glaube ich, wieder. Ja, irgendwie hat entweder Restream, YouTube oder Twitch hat irgendwelche Probleme, keine Ahnung. Wir sehen wir uns, wenn wir uns vor dem Montag sehen, dann spontan am Freitag in der Nacht oder am Samstag in der Nacht. Ich glaube es zwar nicht, aber ansonsten sehen wir uns am Montag. So, bevor jetzt der Stream nochmal abkackt, irgendwas ist kaputt offensichtlich in die Verbindungen, sage ich vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Es war mir eine Freude, mir hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Vielen Dank für eure rege Teilnahme im Chat. Special Greets an die Twitch-Zuschauer. Herzlichen Dank für alle Donations. Jedes Mal wieder völlig eskaliert. Nicht ganz so krass wie am Montag, aber das schaut da nicht. Vielen Dank für alle neuen Mitgliedschaften, vielen Dank für alle alten Mitgliedschaften, vielen Dank an die Mods fürs Sauberhalten vom Chat, vielen Dank für eure Geduld für die Abkackerei. Tut mir leid, ich kann leider nichts dafür, ich kann ja nichts dagegen machen. Wir sehen wir uns am Montag, wunderschöner Cliffhanger, Kurzspei. Ich wünsche gut zu schlafen, haut euch ein, ein schönes Wochenende. Habe die Ehre miteinander. So. Jetzt, wenn das Programm dann nicht mehr funktioniert, dass ich zumachen kann, dann manchmal frage ich mich schon.